ein Ziel im Leben zu haben, ist sehr wichtig, weil es zieht einem wirklich richtig dorthin. Und wie ich vorher am Anfang gesagt habe, die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie im Leben wollen. Und in all diesen Büchern und Sachen, die ich jetzt so am Hören bin, auch wirklich wie das Denken die Realität formt. Und so ist eigentlich zieht sich etwas durch und das ist wissen, was man will. Oder wirklich einfach wissen, was man will. Weil der Mensch weiß, was er nicht will, aber auch das weiß er. Oder? Und viel denken dann eben, ja, ich will das nicht und ich will das nicht. Und das ist dann immer emotional geladen. Und dann weiß man ja in dem Sinn, was man nicht will, mit emotional geladen. Und das Leben sagt nicht, ist das gut oder falsch, sondern okay, der Wunsch ist mir Befehl. Und da ist unsere Sicht ist aufs Negative emotional geladen. Wir müssen lernen, unsere Sicht aufs Positive emotional laden. Dann werden wir auch mehr von dem Positiven anziehen. Oder unsere Sicht ist, ich hätte gerne ein Haus. Gedanke kommt gar nicht, weil ja, ich habe ja das Geld nicht. Oder das ist ein negativer Gedanke. Nicht, wow, wenn ich mal das Haus habe. Oder so denken wenige. Und wenn jemand so denkt, dann ist das dann wirklich auch der, der dann irgendwann sein Haus hat. Aber wir haben den Gedanken wie, ja, es ist ja eh nicht möglich, weil wir haben kein Geld, es ist eh nicht möglich, weil ja, SAP und alles. Oder man hat so viel wo man weiß, was es ist, eben nicht möglich. Oder? Das ist auch etwas, wo du weißt. Und wenn du weißt, dass etwas nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Oder? Und darum sich zu sagen, also es gibt eigentlich fünf gute Affirmationen, so Grundaffirmationen. Das hat der Wachauf hat dir gesagt, der Marcel. Auch jemand, den ich sehr gerne höre, einer von wenigen, den ich auf YouTube höre, ist der Marcel Wachauf, ist sein Kanal, sehr interessanter. Und er sagt eigentlich eben so, die Grundaffirmationen. Es bringt nichts, wenn man sich Fülle wünscht, wenn man die ganze Zeit einen Mangel, oder wenn man gar nicht das Gefühl hat, dass es möglich ist. Oder? Das hat einer von den fünf ist, es ist möglich, oder dass du das überhaupt zulässt, dass es möglich ist, was du willst. Das andere, es ist einfach, oder? Viele denken halt immer, Sachen, es ist schwer und wenn du denkst, etwas ist schwer, dann wirst du es als schwer erleben. Oder? Weil wir sind wirklich in einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Darum anfangen, einen Grundtonus zu kultivieren, wo sagt, es ist einfach, es ist möglich, also eben, es ist möglich, dass es überhaupt geht, es ist einfach, alles ist immer für mich, oder? Das heißt, wenn irgendetwas passiert und du gar nicht ins Jammern kommst, ah, schon wieder ich, oder? Dann, wo die dann eigentlich schon wieder von irgendetwas wegschwartet, dass du dann sagst, aha, oder dass du nicht sagst, wow, danke, dass es passiert ist, sondern dass du anfängst abforschen, so, ja, hä, okay, was hat mir das Leben jetzt wollen sagen? Dann merkt man auch plötzlich, aha, vielleicht hat es mich vor dem bewahrt, dass es einfacher wird, weil es ja jetzt möglich ist, oder? Es ist schon sehr spannend, wie dann alles zusammengeht. Und eins ist, ich werde jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser, oder? Dass man auch wirklich zulässt, dass man wachsen kann. Nicht dass immer das Gefühl hat, dass man stagniert ist. Und der letzte ist, danke Gott, dass ich bin, wer ich bin. Und da ist, ja, ja, der finde ich auch, ja, die finde ich sehr gut, die 5, oder? Ich habe auch, die versuche ich mir jetzt einmal sagen, oder wenn ich merke, so, dass ich wieder zweifle, dass ich sage, hey, schau, es ist möglich, oder wenn ich bin viel ich habe ja jetzt auch den Kanal neu gemacht, oder? Und dann mache ich Videos und die haben halt nicht, ich sage jetzt mal, wenig Ausspielungen, dann fängt mein Kopf auch wieder an, überlegen, so, ja, okay, wie lange geht es denn noch, bis ich so und so viele Abonnenten habe? Und dann sage ich mir auch immer, schlussendlich ist es ja eigentlich irrelevant. Und dann versucht man immer zu sagen, anstatt dass ich abdrifte in so in negative Sachen, dass ich sage, hey, schau, es ist möglich, dass über Nacht das Video explodiert. Oder? Das ist schon bei vielen passiert. Oder? Ich gar nicht zu fest auf so negative Sachen einlassen, sondern sagen, eben, es ist möglich und es ist einfach. Und wenn man die Haltung hat, dann erlebt man es dann auch so. Oder? Und wenn man halt dann von Anfang an seine Affirmationen hat, so ja, ich bin der reichste Mensch auf Erden, aber ständig das Portemonnaie checken, wie viel Geld das man hat und eigentlich ja dann Mangel in die Welt trägt, bringt auch nichts. Und der hat eben gemeint, die 5 so einfach einmal annehmen und dann der Rest kommt dann von allein. Oder? Man muss gar nicht immer die grossen Affirmationen haben, so, wo alles so in sich schließt, sondern einfach einmal schon die Möglichkeit, dass es möglich ist. Das finde ich sehr spannend.